Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du nicht so überfallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Yeah. Jetzt schleicht die halt einmal heim. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Machst chill dein Bandscheiben, ja? Ja, das ist jetzt unser Headset. Warum hörst du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht ins Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema, durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kibius. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht, so blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt's nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, von Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zu, Grutze, fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf die. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust.
Grüß Gott. Geht da was? So, grüß Gott beieinander. Da bin ich, mit meinem Elend. Habe ich die Kathi, habe ich die sei. Ja, bei mir geht nichts, bei mir humpelt's. man muss auch ab und zu mal mit Humor nehmen. Das hilft halt einfach immer nicht. Leute, wie geht's euch? Ist mein Cam heute ein wenig finster, ha? Was meinst du denn hier? Sollten wir uns das einmal anschauen? Oder täuscht das? Nein. Meine, lassen wir so. Nicht, dass es noch Daumen verblitzt, das war ja schließlich auch nichts. Ne? So, jetzt schauen wir mal, wie das wird. Okay? Freunde der Sonne? Wie lange das mein Hax da mitmacht. Der, wo jetzt da unterm Tisch drin umeinander chillt. Oder vor sich hin vegetiert. Vor sich hin heilt. Ne? Kann sein, jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie lange das Stream heute geht. Ich peile jetzt einmal vorsichtig 1,5 bis 2 Stunden an. Und dann werden wir schon sehen. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Okay? Zauberhaft, weil ich ab jetzt die bezahlte Dienstfreistellung habe. Sehr schön. Das freut mich zum Herrn, Mr. Seitsching. Genau so muss das. Genau so muss das. Gut, ich habe auch bezahlte Dienstfreistellung, aber das ist ein anderes Thema. Aber bei dir ist es natürlich umso relevanter. Das freut mich. Sehr schön. Ja, da haben wir jetzt gestern ein bisschen missbaut. Tatsächlich, ne? Also beim Tennisspielen auf die Seite hinweggeknickt. Und ja, auf diese hat sich meine Gelenkkapsel und 2 von meinen 3 Außenbändern verabschiedet. Ja, und jetzt hänge ich im Endeffekt da mit diesem hier. Ja? Schön einbandagiert, schön eintaped, damit ja auch nichts mehr passieren kann. Und das muss jetzt heilen. Ne? Das muss jetzt heilen und das wird auch wieder heilen. Also es ist ja nicht so, dass ich die Verletzung nicht schon einmal gehabt hätte. Also, wo ist die Frage kommt, das ist der 5. Bänderriss, den ich habe. Also ich weiß, was auf mich zukommt, das wird nicht so dramatisch. Aber verzichten hätte ich halt natürlich auch drauf können. Ne? So weiß ich es natürlich nicht. Aber, sagen wir das Positive dahinter. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit für mich selber. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass ich auf jeden Fall 14 Tage daheim bin. Und in diesen 14 Tagen hätte ich mir jetzt einmal ganz vorsichtig vorgenommen, sofern es halt natürlich, wie gesagt, von meinem Fuß her geht, dass wir in der Zeit das Elden Ring DLC irgendwie durchknallen. Ne? Schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Und am Dienstag mein Schnuppertag in einer Firma, sehr schön. Ja, schau her, das ist nach dem Regen kommt immer Sonnenschein, Mr. Seitsching. Für die, das freut mich unfassbar, dass ich das jetzt lesen darf. Sehr schön. Genau das will man hören. Kriegt man keine Schiene mehr bei einem Außenbahnriss am Griff? Nein. So eine Schiene direkt nach dem Unfall an deinen Außenbahnrand zu schweißen, ist absolut kontraproduktiv. Also wenn du einen guten Doktor hast, der tapet dir das. Der tut da keine Schiene nicht dran, sondern der tapet das. Warum ist das so? In dem Moment, wo du dir das Außenbandel reißt, hast du einen Gewebeschaden. Und das heißt, Gewebeschaden mündet meistens in einer Einblutung. Also sprich, du kriegst einen Bluterguss. Ich jetzt glücklicherweise nicht, weil es richtig behandelt wurde. Und was immer damit einhergeht, noch ein Bänderriss oder noch ein Kapselriss, ist ja völlig wurscht. Meistens passiert dabei das gleichzeitig. Du kriegst eine Schwellung. Und diese Schwellung muss auskühlen. Der Fuß muss, also Black sagt, der muss sie ausschwellen. Und wenn er das nicht kann, dann bringst du unnötig viel Druck aufs Sprunggelenk und sprich, der Heilungsprozess wird verlangsamt. Weil dein Körper halt einfach mit der Entzündung viel mehr beschäftigt ist. Und diese Schiene wirkt genau das.
Also so eine Schiene tust du eigentlich nicht drauf. Mein Hausarzt hat gesagt, das ist die Gelenkvernichtungsschiene. Also sprich, es läuft ja meistens so ab, dass du beim Sport am Wochenende weh tust. Weil Fußball ist am Wochenende, Tennis ist am Wochenende, also in den meisten Fällen. Und was er tut, wenn er das sagt, du kommst ins Krankenhaus, kriegst die Schiene draufgeklatscht, die sagen heute die 6 Wochen Start und das ist der absolut größte Fehler, den du bei einem Außenbandriss machen kannst. Und er geht dann her und sagt, wenn die Leute kommen und er sagt, die Schiene wirft das sofort den Mülleimer. Der ist Marathonläufer, also der muss quasi irgendein bisschen Ahnung haben davon. So quasi. Elden Ring Werbung vor dem Stream und damit grüß Gott. Herbert, hab ich dir, grüß dich gut, schön, dass du bist. Ja, perfekt, du wirst schon eingestimmt. Savi, grüß dich gut. Schön, dass du bist, wie geht's dir? Genau, und so ist es. Also, merkt's euch, ich wünsch's es eigentlich nicht. Ne? Es gibt Schlimmeres, braucht man auch nicht reden, aber es ist halt nicht so geil. Vor allem die erste Woche beim Außenbandriss ist nicht so optimal. Aber merkt euch das, solltet ihr das irgendwann mal erleiden am Sprunggelenk, verzichtet auf jeden Fall auf diese drecksbehinderte Schiene, weil es euch überhaupt nicht hilft, im Gegenteil. Lasst es tapen, Voltaren-Salbenverband und wenn es Start halt zum Fuß hochkühlen. Meiner liegt jetzt quasi, ich habe mir unter dem Tisch so ein kleines Hockerlein gemacht, damit ich ihn halt vorne ausgekaseln lassen kann. Und normalerweise, wenn es nicht eine schwerwiegendere Verletzung wäre, also wenn es nur die Bänder sind, so wie es jetzt bei mir augenscheinlich ist, kannst du in etwa nach 3 bis 5 Tagen die Krücken weglassen, dann kannst du anfangen wieder langsam zum Gehen. Das wird noch zwicken, das wird natürlich nicht rundlaufen, das ist auch klar. Aber der Schlüssel ist im Endeffekt Mobilisation. Und somit kann der Außenbandriss halt vernünftig abheilen. Du sollst halt natürlich nicht nach 2 Wochen schon wieder hergehen und sporteln. Man könnte es, aber für ein Normalo sollte man das nicht tun. Also bis ich wieder Tennis spiele, wird sage ich mal Mitte Ende August. Bis ich wieder bedenkenlos Tennis spielen kann. So, und dann auch erst einmal nur mit Bandagen. Merke, Schiene und Bandage sind 2 Paar Schuhe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alles bestens, danke und selber, bis auf meinen Haxen, alles soweit tutti fein. Danke der Nachfrage. Okay, weil vor 14 Jahren habe ich mir meine Außenbänder alle stärkstens über den und hab nicht gehen können und hab einen Gips gekriegt. Das ist das Gut, damals war die Medizin halt wahrscheinlich auch noch anders, das muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen. Aber wenn der das heute einer tut, um Gottes Willen. Also keine Schiene, kein Gips etc., einfach tapen, fertig. Ja, diese doofen Schienen bringen oft nicht viel und drücken noch mehr, als sie gut machen sollen. Ja. Zur Schiene, ich weiß nicht, warum es so Schienen gibt. Wahrscheinlich hat das einen Geldhintergrund. Aber produktiv bei einem Außenbandriss sind diese Schienen nicht wirklich. Also sind eigentlich wirklich kontraproduktiv in dem Sinn. In den 1930er Jahren war der Schlüssel der Mobilisation. Ein guter Witz. Geht fast in die gleiche Richtung. Wir sind alle keine Zwerfs. Richtig, genau. Und ich will auch keiner mehr werden, falls die Frage kommt. Bei denen läuft es natürlich ein bisschen anders ab, ja, aber die haben da einen Geldbeiler ein wenig lockerer wie mir. Verdienterweise, muss man auch sagen. Mein Sohn hatte mal einen Haarriss an der Ferse, direkt Gips hingemacht und Krücken. Ich dachte mir nur, was das bringt. Gut, beim Haarriss weiß ich es jetzt nicht, keine Ahnung. Aber ob er alles gleich statisch eingipsen oder halt Schienen und dann 6 Wochen Start halten, das ist meistens in solchen Bereichen der Verletzungen nicht wirklich optimal. Weil, also ich kann nur von Außenbandverletzungen reden, weil von denen habe ich halt wirklich schon 5 gehabt jetzt mittlerweile. Einer davon war extrem, weil da war das rechte Sprunggelenk noch gebrochen mit dazu, also das war dann ein wenig eine andere Baustelle. Aber das tut man nicht. Gips, weil, stimmt, Kind gibt's ja noch nicht, stimmt, richtig. Da war ja was. Aber wie gesagt, wenn es ein vernünftiger Doktor ist, der gipst oder schient das nicht, der tapet das. Und genauso war es bei mir. Shoutout geht raus ans Klinikum Freyung. Oder an die Notaufnahme im Klinikum Freyung, die wo das gemacht haben. Da hat sogar mein Hausarzt gelobt. Gut, mein Fuß hat aber auch 180 Grad in die andere Richtung geschaut, weil alles so locker war. Das leiert halt alles aus, das ist ja das. Nein, das nicht, aber wir haben in Grafenau Tennis gespielt, auswärts, und das ist 15 Kilometer von Freyung weg. Deswegen.
Deswegen haben sie mir noch frei gefunden. Und ich bin auch ehrlich, muss das jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin, was das angeht, auch ziemlich dankbar, weil ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil da jeder seine eigenen Erfahrungen macht. Und ja, aber ich bin, was Passau angeht, mit meinem Sprung gleich einmal tiefst auf die Schnauze geflogen und in Freiung, ne? Da war jetzt das zweite Mal bei so einer Verletzung und es hat immer passt. Andi, Habitäre, grüß dich gut. In die Spätschicht, Habitäre, Grüße in die Spätschicht, ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. Genau, sonst wäre ich wahrscheinlich auf Passau genau. Vermutlich. Aber das hat dann schon passt. Naja, aber das ist jetzt passiert. Mein Gott, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Ich kann leben damit. Wie gesagt, klar, war es geiler ohne, aber es gibt da Schlimmeres, okay? Das wird verheilen. In ein paar Wochen ist wieder alles so, wie wenn nichts gewesen war. Ich werde wieder auf einem Tennisplatz stehen. Und ja, das losen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir halt in der Zeit, wo ich jetzt ein bisschen angeknackst bin, Zeit für andere Dinge, okay? Zwar in welchem Ausmaß weiß ich noch nicht, das werde ich jetzt dann ausstellen. Wie gesagt, ich habe es eh schon eingangs erwähnt, ich weiß nicht, wie lange der Stream heute geht. Ich schätze jetzt mal so 1,5, 2 Stunden, länger nicht. Je nachdem, bis halt der Django da unter die Meldung macht. Und dabei schauen wir uns in Elden Ring noch ein wenig um. Okay? Ist das ein Deal? Ist das in Ordnung? Ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn es mich fragt. Habt ihr Bock auf Elden Ring? Sollen wir uns ein wenig weiter umschauen. Wir müssen uns, da muss ich auch gleich sagen, der Herr Ungarius, liebe Grüße geht raus, der hat mir nach dem Stream auf Instagram eine Nachricht zukommen lassen. Wir waren ja letztes Mal am Samstag, glaube ich, waren wir in einem Dungeon zum Schluss raus und ich habe da Rüstung übersehen. Und die werden wir uns noch holen, okay? Die werden wir uns noch holen und dann schauen wir uns einfach weiter um in dem Gebiet, was wir letztes Mal erschlossen haben. Und da müssen wir mal schauen, wie wir beieinander haben, okay? Könnte schlimmer sein, kannst mit 15 Monaten vom Wickeltisch fallen und Blätter durchgehen, ja, zum Beispiel. Dauert auch Schaden, so quasi. Na gut. So schaut es aktuell aus. Und es wird dabei auch nicht anders. Und jetzt da die Vorschlag, nutzen wir noch ein bisschen die Zeit und schauen wir noch ein bisschen in Elden Ring, Freunde der Sonne. Ich glaube, das ist eine geile Geschichte. Glaubst du, eine geile Geschichte? Glaubt es auch, dass das eine geile Geschichte war? So, jetzt muss ich nur hoffen, dass kein Update nicht kommt, aber normalerweise nicht. Ich habe halt zum ersten Mal meinen PC jetzt aufgefunden, tatsächlich. Von daher müssen wir schauen. Ne? Dachschauen Ultra, genau so ist es. Lauter Dachschauen Ultras. Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Timer und hau mich hin. Bin ich gespannt, ob das hier hat. Bis später. Herbert, neppen Sie wohl. Neppen Sie wohl. Ach, und by the way, count me in. You know what I mean. Oh. Was für dicke Steine! Vielleicht ist das nicht Elden Ring, sondern Elden Ring. Sondern den Ring. Vielleicht, wer weiß, mehr ist wieder eine 100 Bit sei. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Es ist den Ring. Gut, Freunde der Sonne. So, da haben wir Stieblem beim letzten Mal. Na, ihr erinnert euch. Hoffentlich. Wir haben letztes Mal dieses Dorf da erschlossen, weil wir da einen Geheimgang entdeckt haben. Und da dahinter haben wir den Dungeon gemacht, den Kerker von Bonnie. Und da drinnen haben wir noch eine Rüstung übersehen. Ja? Der Herr Mr. Ungarius, der hat mich freundlichst darauf hingewiesen, hey, schau da noch mal rein, die schaut optisch scheinbar ziemlich geil aus. Was habe ich in der Zeit noch gemacht? Eigentlich nicht wirklich was, aber ich kann es Ihnen gerne noch sagen. Da herunter war ja ein Feuerriese. Oder so ein Feuerding, den habe ich noch gemacht. Ich werde Ihnen auch on-stream demnächst einmal sagen, wie die gehen. Die sind eigentlich relativ simpel, wenn man weiß wie. Und ich habe auf der Seite, glaube ich, irgendwo war das. Moment, wir haben noch irgendwo einen Drachen gehabt. Nicht den im See, den habe ich schon mal geklickt. Ich glaube, der war da irgendwo. Da meine ist der gewesen. Den habe ich auch noch umgepimmelt. Okay?
auch nichts Spektakuläres, es ist einfach halt der Drache wie jeder andere auch im Elden Ring-Universum. Also jetzt nichts, was man halt unbedingt versammeln. Oder man versammelt nichts, sagen wir es so. Was wir mir jetzt halt tun, wie gesagt, wir werden jetzt da noch einmal reinschauen. Ich vermute, in dem Gebäude ist ein Boss, keine Ahnung. Schaut halt zumindest so aus. Wir werden dann eben diesen Dungeon noch anschauen. Und dann werden wir uns in dem Gebiet da runter mal umschauen, weil da können wir eine Map erschließen, da kommt scheinbar noch ein richtig großer Fetzen dazu. Und da herum geht es wohl weiter. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob das dann das letzte Gebiet ist, bevor wir zum Ende kommen. Deswegen möchte ich das einmal nach hinten rausschirmen. Aber das ist jetzt einfach einmal Musik für die Zukunft. Okay? Wir fangen jetzt einfach mal da an, schauen uns einmal, was da Phase ist. Und dann werden wir es schon sehen. Okay? Also Text-to-Speech, das muss besser pronouncen. Ja, das kannst du ja dann einmal lernen. Das kannst du dir ja dann einmal beibringen, Mr. Seijing. Wenn das in Ordnung ist. Gut, jetzt schauen wir da mal auf. Auf alle Fälle eine recht weite Prärie. Wir haben alles einmal. Ist das ein Mausoleum dahinter? Schaut aus wie ein Mausoleum, da können wir dann auch direkt einmal hinschauen. Das schaut so aus, wie wenn da ein Dungeon war. Werden wir rausfinden. Auf alle Fälle, das Gebiet war letztes Mal ziemlich heftig von Wölfen verseucht. Ob das heute auch noch so ist, weiß ich nicht. Was fuchtelt denn eher so damit durcheinander? Irgendwer hat da was dagegen. Ja, dahinter. Ja gut, ein Bogenschütze mit 4 Armen, das ist halt natürlich schon OP, ne? Okay, ich bin der Schinkenspicker jetzt, ne? Ich bin gespickt mit Pfeilen. Wenn man so will. Hilft ja noch, wo ist sie nix. Sieht man mal an, damit nichts passiert. Okay, also wenn da drin kein Boss ist, dann friese ich... Nein, ich sag's nicht. Weil, weißt du, alles, was sie vor Gericht aussagen, kann gegen sie verwendet werden. Ne? Das wollen wir nicht. So, gibt's da irgendwas? Schaut nicht so aus. Okay. Ziemlich fette Hüten, wenn du mich fragst. Sogar angelegt an einen See. Gebrochene Rune, ja super, toll. Was das Areal ist auch halt schon so weitläufig, da würde es mich halt wundern, wenn uns nichts groß anspringt. Da drin ist ein Ort der Gnade, das heißt, da kann kein Boss sein. Ah, 6 ist gut, dass ich nichts gesagt habe. Kathedrale von Manus Metyr. Okay. Okay. Was auch immer das da oben ist. Also das Gericht kann man eh bestehen, ja, das ist eh klar. Ah, vielleicht ist da ein Boss drin. Hätte ich jetzt vielleicht dringend aufpassen sollen. Ah, da roste ich lieber noch mal. Moment einmal. Bin mir jetzt nämlich absolut nicht sicher, ob das nicht ein Bossareal ist da drin. Ah, dort links ist das Gnadenzeichen, das heißt, da kann ich keine Waffen nicht hernehmen, dann kann das aber auch kein Bossgebiet nicht sein. Noch Harm und Riese. Was ist denn das noch dann? Ach, du bist der NPC. Well, we don't often receive visitors. I am Ymir.
welcome to Manus Meta. Aber die It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Gemeißelte Holzkette. Ruinenkarte. Karte zu alten Ruinen erhalten. Ihr findet sie im Inventar. Was ist das? Ist das Talisman oder was? Was hast du da jetzt gerade gegeben? Das müssen wir uns auch noch anschauen, was wir von dem Echo kriegen, weil letztes Mal haben wir ein Mesmer gelegt. Was hat man der jetzt? Ist das ein Schlüsselgegenstand? Ist das etwa ein Schlüsselgegenstand hier? Tatsächlich. An einer geheiligten Ruine verwenden, um eine hängende Glocke zu läuten. Aha, okay. Ja, gut. Glockenläuten, ja, Idis. So, wir haben noch irgendeine Karte gefunden. Den oder? Karte, die den Standort einer geheiligten Ruine zeigt, untersuchen. Ja, und wie kann ich das auch irgendwie einmal größer machen, oder? Ja, kennt doch kein Schweinepse. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist, von Fürst Ymir, dem Hohepriester, erhalten. Enthält den Fundort einer heiligen Ruine. Ich wünsche nur, zu Diensten zu sein. The map I gave you charts the site of a hallowed ruin. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Bin mir nicht so sicher, ob das gut ist, wenn man die Glocken leitet. Is something the matter? I've given you a map to the hallowed ruin. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purpose are nothing if not ravenous. For power. For truth. Aha. Der lernt uns Zauber. Schimmerstein-Kiesel, großer Schimmerstein-Splitter, Schimmersphalanx, Karianisches Phalanx, Karianischer Gegenschlag, Miriams Verschwinden. Aha. We studied the long ago. Ich weiß nicht, ich hab's nicht so mit Zauberern. Ja, okay. Da herin kann man quasi Zauber lernen und der hat uns jetzt quasi ein Map gegeben sozusagen und einen Schlüsselgegenstand für irgendeine heilige Ruine. Vielleicht ist das die wo direkt da unter ist. Müssen wir mal schauen. Da schauen wir uns aber da jetzt einmal in aller Ruhe noch um. So, da ist der Friedhof mit nix. Dann wieder die Schofel, die Agro-Schof. Bring's lieber mal um, weil wer weiß. Über das Echo-Duplizierungsmenü könnt ihr bereits erhaltene Echos duplizieren. Das schließt auch Echos ein, von denen ihr bereits Kraftempfang habt. Eine Duplizierung kann nur einmal pro Mausoleum durchgeführt werden. Ah, das sind quasi... Okay, ich verstehe schon. Das sind die gleichen... Das sind die gleichen Dinge wie die Glockentürme aus dem Main-Game. Okay, da kannst du deine Echos duplizieren. Nett. Ah, da hinten Bizeps.
Sternlichtsplitter. Gut, aber... Ah, da liegt auch noch etwas. Handbuch, okay. Schauen wir aus, da gibt es bestimmt... Aua, 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 aua. Was ist denn jetzt? Okay, er will es scheinbar nicht anders. Und stirbst leider. Schimmernder Nagel. Okay. Ah, mal schön außen umschauen um die Burg, ne? Um die Hütten. Highlander, Habitäre, grüß dich gut. Alles fit? Da ist der Eingang. Und da haben wir aufgegangen. Okay, dann gibt es da nichts mehr. Okay. Dann haben wir da alles. Da die Markierung weg da waren wir quasi. Dann gehen wir da oben. Da müsste halt irgendwo das Mausoleum sein. Alles fein, bin auf der Zielgeraden Richtung Urlaub. 2 Wochen nur noch. Sehr schön. Dann hast du es bald geschafft. Dann hast du es bald geschafft. Und wir da auch mal schauen. Da noch irgendetwas sehen. Das ist relevant. Ah, warte mal, da geht's dann da oben. Aha, aha, aha. Dann schauen wir da mal. Und Fleischpilzen nehmen wir mal mit. Da unten müssen wir irgendwie hinkommen. Schauen wir mal da hier vorne her. Da haben wir letztes Mal schon philosophiert. Halt's Maul. Ich habe ja Hunde an sich wirklich gern, aber es nervt's. Gut. Haben wir das auch geklärt. Perfekt. Na, das funktioniert nicht, auf keinen Fall. Also von da geht's auf keinen Fall nach unten. Da gibt's wahrscheinlich auch wieder irgendeinen versteckten Pfad. Weil da drüben haben wir auch schon zu Genüge rumgerannt und haben wir nichts gefunden. Oh, ist so in der Dungeon. Oh, 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 ich glaube, wir haben da was. Freunde der Sonne, ich glaube, wir haben da was. Kugel wo? Ich höre die Kugel ganz genau, ich muss sie finden. Und hört quasi so leicht glitzern. Aber wo? Wo sitzt die?
Ja, die Seiten noch. Genau, und da unten waren wir ja letztes Mal, ne? Das Dorf Bonny. Und da hinten war der Dungeon. Vielleicht in der Höhle da drin. Leck, da ist Fotzengrub Finster da drin. Gut, dass wir Laternen haben. Moment, wo hab ich denn die? Oder nicht mehr Handlanterne? Ah, da ist. Einmal Licht allein machen da. Aha. Kriegsasche, koreanische Souveränität, okay. Wie jetzt? Und sonst gibt's da nix. Kann ich irgendwie nicht glauben. Okay, da gibt's scheinbar wirklich nichts zu hören. Scam. Na gut, aber zumindest haben wir das auch mal geklärt, ne? Gut, da können wir erstmal nirgends weiter. Dann gehen wir mal da her. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das so will. Ja, da hinten ist auf alle Fälle irgendein Mausoleum. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist es einfach nur ein Durchgang? Das kann natürlich auch möglich sein. Schauen wir jetzt gleich einmal. Ah, nicht schon wieder eine Burg. Jetzt, die letzten Male, wo wir in eine Burg reingegangen sind, das war nicht gut für uns. Wir waren jetzt dreimal in einer Burg und zweimal haben wir verdroschen worden. Beim dritten Mal hat es sich in Grenzen gehalten, sagen wir es mal so. Die Frage ist jetzt eher, wo kommen wir da jetzt raus? Oh, leck. Brutaler Frame Drop. Alter, was haben wir jetzt so kaputt, die Frames? Schattenberg für den Kirchenbezirk. Alter, was ist jetzt mit meinen Frames kaputt? Spinnst du ein wenig oder was? Jetzt wirklich Späne einstarten, oder was? Das darf aber nicht sein, Freunde der Sonne, gell? Das möchte ich jetzt aber auch meinen. Ach, jetzt haben wir da Irren. Lass mich raten, und von da herin können wir dann da oben. Okay, dann können wir uns da jetzt einmal in Ruhe umschauen, hätte ich fast gesagt. Oh, ich vermute mal, dass man da nicht stehen kann. Das heißt, wenn wir ins Wasser fallen, haben wir hin. Kann ich da rein? Natürlich nicht, okay. Oder es gibt einen Hebel, der wo
Ja, Gerät bewegt sich nicht, das war mir jetzt schon fast klar. Okay, dann müssen wir auf das Haus auf, das wird eh nicht anders. Krabbeneier. Gehen wir lieber mal kein Risiko nicht ein. Ah ja, Krabben, die wo Menschen fressen, Freunde der Sonne, ist nicht gut für uns. Okay, wir sind oben, wie können wir? Werde ich springen müssen, wird mir nichts anderes überbleiben. Aha, da ist ein Holzweg im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist eher, was war da für ein Regenfall am Start, dass da alles so aussauft. Ui, wissen, was das gewesen ist? Irgendwas lauert da drin. Das heißt, wir müssen dann da drauf, damit es da hinten weitergeht. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich der Alpha-Krebs drin sein, oder? Und wird zintig sein, weil ich seine Kinder umgebracht habe. Einfach mal schnell laufen, damit nichts passiert. So, Mario Jump'n'Run-like. Große Gräbertallilie, okay. Okay, aber da geht's halt jetzt nicht weiter. Noch nicht. Da auch nicht. Da müssen wir da hinten auf das Hausdachel drauf. Das war knapp. Gut, dann muss ja da weitergehen. Geht ja gar nicht anders, oder? Ist nur die Frage. Okay, das geht sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es geht. Du explodierst jetzt nicht. Feuersichere eingelegte Leber. Mr. Billinger, merci dir für deinen Resub im 25. Monat. Habitäre. Merci dir. Hast du dir erst vor kurzem geresubbt? Wie hast du das jetzt schon wieder angestellt? Du zauberst doch, oder? Merci dir. Weiterhin viel Spaß. Und willkommen, Habitäre. Und wo ist mein Sub-Nachricht, Twitch? Ja, die ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen untergegangen. Ja, genau, es ist wie Resi 8 tatsächlich, da hast du recht. Okay, wir machen jetzt einfach mal Hiking Bear-like, okay? Nein, bleib liegen, gell? Was tust du denn? Du legst die ein, Kim. Ist ja viel ruhiger. Ich am Arsch, das war aber jetzt knapp. So, da gibt's auch nichts. Ja, wir haben jetzt Spider Elden Ring, ne? So. Nichts halbers und nichts ganz. Aber irgendwo wird man schon mehr Wege finden, wie es da weitergeht. Oder vielleicht wird man dann... Ah nein, hau da ab. Nicht du schon wieder. Auf die habe ich jetzt absolut gar keinen Bock nicht. Jetzt war es gerade so angenehm gewesen. Maul. Einfach Maul, okay? Du weißt doch, dass meine Subs schon immer komisch sind. Ja, stimmt doch. Mr. Billinger, das hast aber jetzt du gesagt, gell?
Und merci übrigens auch für 3 Monate im Voraus. Holy shit, vielen lieben Dank für deinen Support. Habe ich jetzt gerade noch gelesen. Ich bin da bei, Entschuldigung, ich bin da meistens ein wenig schnell, wenn es ums Lesen geht. Aha, da unten ist, aha, 6er schon. Da ist so ein Prickerl. Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Das geht aber auch nicht so ohne weiteres. Ein schlummerndes Ei. Das ist irgendein Tannenzapfenviech, keine Ahnung. Ja, sollen wir jetzt mir da ernsthaft? Ja, das wird nicht anders gehen. Wir müssen da umspringen und dann da aufrennen. Das wird nicht anders, Freunde der Sonne. Ja, wir machen heute ein Mario-Level. Ist das in Ordnung? Ja, oh, leck, das war knapp. Ich hab mir jetzt schon vorhin sagen. Ich sag's irgendwie, wie es ist. Erst einmal weg von da, ne? Nicht, dass da mich Fisch noch holt. So, da ist ein Loch im Dachel. Das heißt, da kann man rein, oder? Ja, das hat man schon fast gedacht. Bam, Alter, ja. Okay, das Loch ist big. Okay. Ja, und da werden wir auch genau da müssen wir auch rein, weil einen anderen Weg gibt es da jetzt nicht. Da ist noch alles voll Wasser. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wie du das Wasser ablassen kannst. Die Frage ist, wo rennt das dann hin? Weil man das hat, ist jetzt nicht wenig Wasser, was da. Ne? Ah, klar. Jetzt mal da drauf fallen lassen. Da hinten ist ein Item. Und da kann man sich runterfallen lassen. Da ist ein Tier. Und da geht's dann auch noch weiter. Mal da rauf. Okay, da lauert nix. Sturmfalkenfeder. Am Arsch mit deinen Federn! Da unten liegt da ein Loot auf alle Fälle. Hab ich schon genau gesehen. Ich hab's genau erlurt. Aber da müssen wir jetzt hinkommen, wenn er mich da oben fallen lässt. Sage ich das richtig? Dass da dann reingeht. Das sage ich richtig. Gut, dann können wir da mal oben springen. Das hat ja schon mit mehr als zauberhaft funktioniert. Muss man mal ganz klar so sagen. Blitzsichere eingelegte Leber. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir die Tiere rein darf machen kann. Ist das ein Hidden Wall? Seh schon mal. Was mit der Tiro? Hallo? Geht die auf? Keine Ahnung, wo ich den Schlüssel zum Gebetsraum gefunden habe, aber... America, Mother to us all, favor me with thy grace. I have met many who would threaten or distress thee, and quelled each and all. And I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Okay, ich hab Fragen. Warum betest du, während du am Boden liegst? Ungi, hab ich dir, grüß dich gut. Queen Marika, I'm take not from me. Iris der Gnade oder Iris der Verfinsterung? Da haben wir 2 Items gefunden. Weiß ich nicht, was passiert, wenn ich beides benutze. Keine Ahnung. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Das muss ich einmal, das werde ich offstream einmal googeln, was da Phase ist, wenn man das tut, okay? Wir wissen ja, wo er ist. Ist der auf der Map? Der ist auf der Map. Feuerritter Quilligan, keine Ahnung. Ungi, wie geht's da? Ja, mal heilen vielleicht, ja. Schottert uns wahrscheinlich nicht. Oh, warum immer die Arschloch-Gegner da? Glaub mir, wir haben eine OP. Da war ja mal.
Rune eines unbesungenen Helden. Die schaut aus, wie wenn die fette Runen gab. Müde und warm. Oh je. Ja, bei uns geht's temperaturtechnisch halt tatsächlich. Bei uns ist halt eher, ja, nicht frisch, aber halt angenehm kühl. Weil bei uns ist halt eher schlechtes Wetter, aber sonst... Aha, das ist ja so eine Statue da, siehst du das? Ja, irgendwie muss das Wasser ablassen können, geht gar nicht anders. Wissen wir's Glut. Ah nein, nicht schon wieder so einer. Das hat's aber ganz schön lästig. Oh. Das wundert mich, dass der mich nicht gesehen hat. Das kannst du vergessen, dass ich da draus gegen die kämpfe. Okay, da gehst du schon brav da rein. Ich geh da nicht aus, das kannst du vergessen, weil da gnadenloses Wasser einfach. Genau, da herin können wir miteinander schmerzen, das ist kein Thema. Sagst du, man muss ja gerade schmerzen mit den Leuten. Du hast nur 4 Stunden geschlafen. Ei, warum tust du das, Mr. Unge? Warum tun sie dieses? Warum sie nicht länger schlafen? Okay, wo zum Fick sind wir mir? Okay, es geht auf alle Fälle da aussehen. Und da hinten geht's auch noch aussehen. Da schauen wir erst einmal da hinten entlang, ne? Eins nach dem anderen. Step by Step. Damit ich anderen eine Freude machen kann. Okay, dann ist es entschuldigt. Dann ist es natürlich entschuldigt, gell? Dann habe ich nichts gesagt. Verstehst du wieder? Aber was bist du jetzt schon wieder? So ein scheiß Fledermausviech, oder was? Gibt's nicht. Boah, leck, das ist ein Riesenfledermausviech. Wurscht, Blutung OP. Hab ich auch mal gesagt. Gibt's so irgendwie sowas wie ein Ort der Gnade? Haha. Sitz. Was zwar nicht, ob man Fledermaus so dressieren kann, dass Sitz macht, aber... Wo denn? Wo? Ich hab mir schon gedacht, dass du... Ja, ist ja schon gut. Komm, mit 2. Tun wir das Item nehmen wir da. Okay, da ist eine Lotte, die geht nach oben weg. So, und da ist jetzt wieder der Dorfbrunnen, oder was? Herzlichen Glückwunsch. Backen und Bild beenden, damit ich es heute abschicken kann. Nice. Nice. Das... Aha. Siehst du, das ist der Anti... Wahrscheinlich der Anti-Wasser-Hebel. Oh, ich glaube, das war nicht so gut, dass ich das jetzt gemacht habe, oder? Jetzt haben wir ja mal einen Stipsel gezogen, oder? Vielleicht geht der Boss jetzt, ne? Vielleicht spülen wir einen Abfluss so wie. Die Frage ist eher, warum flutet man das? Ja, schauen wir nach, Ungi. Danke dir. Aha, jetzt ist so der Ort der Gnade drin. Hey, hallo, ich hab ihn vom Hauptwasser befreit. Kriege ich irgendeinen Orden? Okay. Kriegst im Stream noch Hunger. Ich war tatsächlich dankbar, wenn ich erst nach dem Stream noch was zu mir nehmen muss, ne? Nicht davor. Aber du hast ja sehr, sehr gute Kochkünste. Also gehe ich mal davon aus, wenn du sagst, ich soll mir erst nach dem Stream anschauen, dann wird das seine Gründe haben. Gut. Nach Haram und Riese kann ich mich doch da jetzt dann einmal runterfallen lassen, irgendwann einmal, oder? Und wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste da daher vorne jetzt dann der Ort der Gnade sein. Habe ich das auch richtig im Kopf? Lass mich mal schauen.
Sei, kannst du mit dem Bahnhammer schwingen? Also nicht wegen dem Preis, sondern wegen die 2 Möchtegern-Bots da, oder? Prof habe ich die Ehre. Und Price habe ich die Ehre. Grüß euch. Ja, it is a dome, I guess. 2 Bots, ja. 2 waren schon nicht. Habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich. Bin ich ehrlich. Beziehungsweise ist das... Also, da ist er. Wait, ich geh schon am PC, danke dir. So, wo ist jetzt da? Da ist... Nein, warte mal. Von da bin ich gekommen. Da vorne müssen wir noch mehr ausschauen. Du, da gehen wir da vorne noch mehr aus. Damit nichts passiert. Nein, es sind 2. Das eine, der wo man billig Viewer verkaufen mehr und der andere, der wo man irgendeine Promotion oder dran mehr. Das sind alles Spots. Da ist ein Aufzug. Wo ich den Aufzug hernehmen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Aufzug jetzt hernehmen mehr. Ey, wie sollst du da hinkommen? Sollst du umspringen oder was? Danke dir, sei. Der wieder aufgeräumt ist. Ja, nutzen wir mal den Aufzug, weil was haben wir denn zum Verlieren? Nicht wirklich viel. Der führt jetzt wahrscheinlich eher nach oben. Ja, denken wir schon. Weg mit Unkraut, genau. Es war natürlich jetzt gut, wenn da herum ein Ort der Gnade war. Damit wir uns porten können, wenn wir sonst oben springen so. Leck mir am Arsch, da geht's aber weiter auf. Gehen wir denn jetzt hin? Jetzt wieder im Darkroom oder was? Probenlager, auch nicht schon wieder. Oh, hi. Da waren wir noch gar nicht. Dunkelschmiedstein. Wie geht's dein Stampfer? Ja, ist noch ein wenig ausbaufähig. Perfekt, Wort der Gnade, easy. Ist ausbaufähig, also grob geht's. Also von den Schmerzen her geht's auch. Ja, Unkraut vergeht nicht. So, das wird schon wieder. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, da geht der Lorter auf. Okay, Freunde der Sonne, jetzt haben wir da mit den. Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir nochmal oben. Ja, und schauen wir, dass wir da unten den Ort der Gnade auch aktivieren, weil jetzt können wir ja jederzeit da her. Und jetzt sind die Gegner da unten immer noch tot, ne? Na, so an und für sich, es ist in Ordnung, es ist ein wenig scheiße. So, also ich kann verzichten drauf, aber ja, nichts, was nicht wieder werden darf. So, danke der Nachfrage. Bei dir hoffentlich auch alles fit. Merci für den Lurk und einen guten Mr. Seijing. Beim Prof hoffentlich auch alles fit. Ja. Gut. Das heißt, wir müssen da jetzt halt dann oben können. Ah, da geht's noch rundum. Ach, da ist auch ein Aufzug. Okay, das macht Sinn. Dann schauen wir mal, ob ich das Item irgendwie kriege. Springen wir der einmal auf den Fliegel. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber... Okay, hab nicht an mir zweifelt. Siegel der Feuerritter. Ach, hau doch ab. Ja, ist gut, Hunger tut mir wie Sau, darum richten wir jetzt einmal eine Brotzeit zusammen. Bis gleich. Ja, machen Sie dieses, Mr. Price. Tun Sie sich nicht hinunter und tun Sie sich vor allem nicht weh. Du kannst allein explodieren. Ja, genau. Perfekt.
Ehrlich, ich hab zu 5 schon kleiner nicht geschlagen. Oh. Todesmaskenhelm. Waren die anderen nicht sie? Hä? Gegner wo? Gegner gone, okay. Oh, leck. Wieder so schön verzweigtes Gebiet. Aber das liebe ich eigentlich an Elden Ring. Das ist erstmal alles unscheinbar und dann auf einmal, boom, Riesengebiet. Okay, da ist der Hebel, dass ich wieder aufkomme. Okay. Und da rund war noch ein Ort der Gnade, oder? Warte mal, wo war... Moment damit, da war irgendwo ein Ort der Gnade, bin ich mir 1000%ig sicher. Den hat man nämlich von oben gesehen. Hat fast geklappt, wie B, Herbert. Aha, da oben ist noch ein Item. Da ist ein Tier. Da geht's auch noch aus. What the hell? Fit ist relativ, aber sonst gut. Mit deiner Haxe alles soweit im Grün? Ja. Soweit ja. Es ist alles im Rahmen. So. Es ist jetzt, wie gesagt, das ist nicht so optimal. Ich hätte darauf verzichten können. Aber alles in allem geht es ja eigentlich ganz okay. So. Also Schmerzen halten sich noch in Grenzen. Ich habe tatsächlich auch jetzt in der ersten Nacht keine größeren Schmerzen gehabt, was mich tatsächlich eher wundert. Aber ja, es ist okay. Also, wie gesagt, es wird wieder. Es dauert halt jetzt ein bisschen zurückstecker. Aber ja, ich habe jetzt dafür ein bisschen mehr Zeit, die nächsten 14 Tage vermehrt Streams anzuschauen von der Community und halt auch ein bisschen selber zu streamen, sofern es halt vom Fuß her geht, ne? Aber so ist. Ja, ist es okay. So, jetzt pass nochmal Obacht. Da war ein Ort der Gnade, habe ich 1000%ig gesehen. Ah, der war übers Dach zugänglich, glaube ich. Moment. Der war von da hinten sichtbar, der Ort der Gnade, 100%ig. Muss man nochmal einen Überblick verschaffen, das hilft jetzt nicht. Du, damit nichts passiert. Ja, da geht's jetzt auch weit oben. Okay. Aber jetzt leider kein Mana mehr. Oh, sag ich doch, das ist ein Ort der Gnade. Wait, wenn ich dann da wieder zurückgehe, da oben springe und dann den aktiviere, dann kann ich mich da innen in dem Hof umschauen, weil da ist der Baum, da habe ich vorher gestanden, ich vermute, dass da ein Boss kommt. Dann will ich vorher den Ort der Gnade haben, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Aber das sollte man hinbringen. Jetzt pass Obacht. Ich muss nur den richtigen Weg zurückfinden. Gehen wir mal da. Da haben wir rundum gekommen.
Achso, ja, weil wir haben uns ja da oben fallen lassen, richtig. Wir kommen gar nicht mehr aufs Dachel zurück. Wir müssen zwangsweise da raus, das hilft ja nicht. Gut, andererseits, wenn wir da jetzt sterben, ist auch nicht so schlimm, weil da oben der Ort der Gnade ist tatsächlich. Aber ich vermute mir, dass da ein Boss kommt. Right. Right. Okay. Ja, easy, okay. Bin jetzt auch nicht beleidigt. Wir aktivieren den Wumms und weiter umschauen. Ah, ist schon ein wenig düster, das Gebiet da, ne? Dunkelschmiedestein, okay. Versunkene Kapelle. Ach, das ist so ein Baumviech. Ja, okay. Mach's jetzt. Dornenmantel. Jetzt ist die Frage, ist das eine Rüstung oder ein Talisman oder was soll das sein? Ist das eine Anrufung? Tatsächlich. Bedeckt sich mit den undurchdringbaren Dornen des Skaru-Baums. Das ist ein Zauber, okay. Ich glaube, der hat Bock auf dich. Ja. Kann er ruhig haben. Oder ihm nicht verbracht. Okay, der Dicke ist schon mal weg. Ah, da haben wir schon gewesen, okay. Da waren wir schon. Ah, da geht's noch auf. Leck, da gibt's noch mal einen kompletten Bereich. Heilige Scheiße, da ist wieder ein Aufzug. Okay. Ah ja, okay, den holt man uns einmal im Hinterkopf. Aha, da ist Monster Crab drin, okay. Hab mich schon gefragt, wann die erste rauskommt. Noch mehr Baum. Okay, da müssen wir jetzt aber tatsächlich wirklich langsam an den Ort der Gnade, weil sonst wird das ein bisschen too much. Das Gute ist, die sind One-Timer. Das heißt, die besiegst du einmal und dann haben die weg.
So, jetzt bin ich wieder Obertal. Verstehst schon, okay. Haben wir ja da quasi rausgekommen. Ah ja, perfekt. Dann können wir uns quasi da hinter jetzt noch umschauen. Obwohl ich da rost. Das ist gut. Oh, warte mal. Wir können unseren Segen erweitern. Stufe 10 haben wir jetzt. Okay. Ungi, übrigens noch danke für deinen Hinweis wegen der Rüstung. Die werden wir uns noch holen. Zumindest gelobe ich sie mir zu holen. Ja, servus erst. Du sneakt mir einfach einmal um die Kapelle um, weil ich sage, wie es ist. Schmiedestein. Erst muss er mich buffen. So, ja, du Bam, ich hau dich um. Oder auch nicht. Er schubst mir einfach über den Rand runter. Gut, das kriegt er wieder. Da müssen wir mehr in die Mitte rein, hab ich schon gesehen. Macht nichts, passiert die Besten. So grav ist es. Hui, das sind aber 270.000 Echos, gell? Das ist. Oder Seelen oder Runen. Ich komm schon ganz durcheinander. Jetzt Souls-like hat einen anderen Namen für seine. Das ist ein wenig tief gegangen, ich wollte baden gehen. Ich wollte mich mal waschen. Aber wurscht. Das zahlen wir am Heim. Wir bleiben nämlich jetzt im Innenhof. Da ist nichts mehr mit oben schubsen. So, ich helfe Ihnen in den Schuh hinein. Aua. So, mit seinem Cockslap hat er mir nämlich über die... Hier ist der Verfinsterung, ja, die haben wir schon mal. Faden, so, und da hinten liegen irgendwo meine Seelen rum, right? Den haben wir schon. Heute ist der Tag, an dem ich Haus und Hof verwettet. Warum das? Was haben sie getan? Kukri, herzlichen Glückwunsch. Meinen magischen Zipper.
So, jetzt soll ich die Arschkrebse da auch noch machen, oder? Kann man den sneaken? Glaub nicht, oder? Stirb. Wer hat Bock auf Krabben-Eintopf? Schattenreichrune. Krabbeneier, ja, her damit. Kampf Stadt heute in Elden Ring eine und ich hätte geglaubt, das wird nie passieren. Ja, der ist massivst influenced worden, so wie einige andere jetzt mittlerweile in der Community. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist ein bisschen auch wieder auf meinem Mist gewachsen. Die Jassi hat mit Elden Ring angefangen, der Mike fängt mit Elden Ring an, der Dampfe fängt mit Elden Ring an, Kathi fängt mit Elden Ring an. Brudi, weiß ich nix, alle nix schuld. Ich weiß jetzt. Es tut mir eigentlich irgendwo leid, aber eigentlich auch irgendwie wieder nicht. Also geht der Dampf noch live dann, oder wie? Er hat mit mir halt geschrieben, ob und wann ich jetzt live gehe die Woche. Ich habe gesagt, heute wird spontan. Ich bin jetzt letztendlich doch live. Ich schätze, wer wird dann irgendwann um 7 Uhr live gehen, schätze ich mir, oder? Wie schaut's aus? Ich habe Discord noch nicht gelesen. Um 6 Uhr. Ja, wahrscheinlich werde ich dann da eher einen Hut drauf hauen, weil ich möchte jetzt am Ding noch nicht übertreiben. Von daher. Okay, dann haben wir da alles. Friends of Cezanne. Jetzt ist nur die Frage, jetzt pass so, wacht. Ich muss jetzt geschwind wieder da ausfinden. Und dann gehen wir nochmal da auf, wo wir den Aufzug. Wo haben wir denn den Aufzug gefunden? Kirchenbezirk Eingang, der ist nicht. Der war doch da irgendwo, der Lagerhaus hinterer Bereich. Lagerhaus Erdgeschoss, Lagerhaus 3. Stock, Lagerhaus 6. Stock. Boah, ich weiß nicht mehr, ne? Ich glaube, es war der. Morgen geht der Dampfler. Ja, das war auch meine Info, dass er gesagt hat. Nein, das war's nicht. Ja, das probieren wir jetzt. Da probieren wir jetzt einfach durch, das werden wir schon finden. Das war auch meine Info, dass er gesagt hat, er schaut morgen in Elden Ring rein. Da war's. Probiert es erstmal ein bisschen solo, tatsächlich. Und das ist ja Koop mit dem Mike, glaube ich, mehr oder weniger geplant. Nein, nicht schon wieder, hey. Mann, die scheiß Feuermagier, die sind so ass. Schirkelt beim Lesen, macht nix. Morgen 18 Uhr, also heute quasi kein Stream, oder wie? Gut, dass ich da so ein Gaudi verwerke und du das nicht merkst. So. Karianischer Stoßschild. Schimmerplatten Glühwürmchen, okay. Du, da sitze ich jetzt noch mal hier und dann gehe ich erst Schlottern auf. Ich sage dir, wie es ist. Kann ich eigentlich schon wieder einen Aufstieg machen? Ja, kann ich. Das haben wir jetzt auf 55, jetzt bringen wir Kondition einmal noch auf 50, damit ich mal tendenziell schwerere Rüstung tragen kann. So, wo werden wir jetzt da hinkommen? Ja, steigen wir halt mal auf, aber was soll der jetzt? Das ist wieder die längste Leiter EU-West. Tschüss dann.
Hab ich übrigens gern da. Da waren wir schon einmal. Nein, da waren wir noch nicht. Und gut zu Fuß habe ich Tiere. Spring dir um. Feuerspirale, okay. Ich hätte aber gemeint, dass wir da schon gewähnt haben. Feuerschlange, okay. Auf dem seinem Arsch war auch noch ein Item, aber da kommen wir jetzt nicht hin. Okay, Kommando zurück, da waren wir definitiv noch nicht. Oder? Na, glaube ich nicht. Aber Bazi, wenn du die Gegner runterhaust, bekommst du keinen Loot. Ja, der Loot von den Gegnern ist ja wurscht. Ich glaube, das komplette Set von denen habe ich bereits. Okay, dann haben wir das abgegrast. Hä? Wo geht's denn dann da außen noch hin? Okay, du, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe meine ganzen Seelen jetzt ausgegeben. Von daher, mir kann nicht mehr so viel passieren jetzt. Da gibt's bestimmt wieder irgendeinen Arschlochgegner, der mich in jedem Moment da oben schubsen möchte. Ich sehe nicht der Knochensplitter. Ja gut, herzlichen Glückwunsch. Oh, schon wieder was der Gnade. Ah ja, dann. Aber dann sitzen wir uns mal hin, nicht wahr? Und dann fahren wir mal mit dem Aufzug, wo auch immer der hinführt. Oh nein. Wenn das Viech schon wieder zahnt. Das glaube ich nicht. So, lass mich raten. Wenn ich da jetzt vorne hingehe, dann springt mir so eine Fledermaus über den Haufen, oder? Ja, das denke ich mir. Na, komm her, trau dich. Stutz der Fliegel, du Viech. Scheiße, Alter, wo haben wir denn mir jetzt da? Batman! Fledermaus über den Haufen springen und schon geholfen. Gott, ich sehe mich schon gnadenlos da oben fliegen. Oh. Kann man jetzt dann da oben droppen lassen. Da ist Loot und wie geht's dann weiter? Dann steht. Toll, da muss ich schon wieder springen, da gelang ich schon wieder. Wobei da hinten geht's dann wieder auf, also das ist eigentlich relativ irrelevant. Aber da hinten ist ein Aufzug. Das heißt, ja, du, da lass ich mich gleich überfallen. Zorn aus der Ferne. Hab ich auch ab und zu auf gewisse Menschen, einen Zorn aus der Ferne.
Oh, da hinten gibt's auch noch Loot. Moment. Ah, da komme ich von da nicht hin. Okay, da muss ich von der Entern sein. Erkunden ist schön. Oh nein, hau halt ab da hinten. Los mich. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der erste Arschlochgegner umeinander steht. Okay, wie kriege ich die da hinten jetzt gehandelt, ohne dass ich einen triggerten Tod stirb? Okay, jetzt ist es zumindest schon mal vergiftet. Du kommst aber da jetzt hoffentlich nicht... Natürlich kommt er runter, ist ja klar. Der ist mies. Ja, genau. Ich hab mir's genau denkt. Ich hab mir's genau denkt, dass dieses Arschloch mich hier in die Tiefe wirft. Ja, Matze, ja, genau das habe ich getan. Ja, weißt du was, ganz ehrlich, fuck off. Den Gegner skippe, weil ich laufe jetzt einfach zu dem Aufzug da hinten hin, da wo der ist. Und dann so, what? Gut, dass ich meine Seelen ausgegeben habe vorher. Habe ich wieder den richtigen Riecher gehabt. Aber das hätte mich auch gewundert, wenn es in der dünnen Passage da oben nicht irgendeinen Wichsgegner gibt, der wo man das Leben wieder zur Hölle machen wird. Das hätte man eigentlich denken können. Dass From Software sich da nicht lumpen lässt. Der Arkane Hammerbonk, ja, der war praktisch, aber ich nix haben Arkane Hammerbonk. Ich nur haben Schnitt, schnell, schnell. Aber das tut's auch. Ich hätte ja fast gehabt. Die Drecksau hat mich nur am falschen Fuß erwischt. Ja, warte mal, lassen wir die Fledermaus da hinten entsorgen. Oder sie entsorgt sie selber, ist mir auch recht. Vielleicht, ja, das war die Möglichkeit. Da er sich selber aussendet mit seiner Pyromantie. Du kannst doch mit Kreuzweis da hin. Oh, tschüss dann. Achso, da gibt. Okay, da gibt's quasi nichts weiter.
Okay. Was sonst gibt's da nichts, oder was? War das dann quasi alles? Wenn ich jetzt so wieder auffahre, bin ich ja wieder neben dem anderen noch quasi. Dann haben wir da wohl alles. Okay. Gut, das heißt, wir schauen uns in dem Dungeon um und holen uns die Rüstung, auf die mir der Ungi aufmerksam gemacht hat. Na gut, ich wollte nur fix heiß sagen, werde mir was zu essen basteln, will keine Spoiler, ich werde noch dazu kommen. Passt schon, Matze, kein Problem. Danke dir, dass du trotzdem schnell reingeschaut hast. Hat mich gefreut, dich mal wieder zu lesen. So, jetzt holen wir uns auf alle Fälle da die Rüstung. Da rushen wir jetzt einfach durch den Dungeon durch, weil den haben wir ja gestern gemacht. Und dann wird schon besser. Hätte ich gesagt. Run, run, run. Bin immer nur nicht mehr. Wollt ihr jetzt wirklich ohne Stress anfangen mit mir, oder was? Was ist jetzt dann bald? Okay, ich muss jetzt nur noch mal den richtigen Weg finden, weil so ganz sicher bin ich. Ach, wir haben einen Kreis gekriegt, glaube ich, oder? Da geht's wieder. Okay, da muss man Sprungpassage machen. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ach, na, da ist der Rüm noch runtergegangen, oder? Das schaut aus, wie wenn ich da richtig war. Oder auch nicht. Alter, ich weiß den Weg nicht mehr. Ah, da vielleicht oben. Ah ja, da schaut's gut aus. Ja, da schaut's gut aus. So, servus, Mr. Topf, wie schaut's aus? Rennst du durch?
So, da ist das Objekt der Begierde. Und zwar fahren wir mit diesem Aufzug erstmal nach unten. Dann haben wir ja gestern da unten ausgestiegen. Und da hinten war ja der Boss. Den haben wir ja easy peasy lemon squeezy weggenugt. Und dann kann man aber mit dem Aufzug nochmal hochfahren. Und der fährt dann aber eine Etage weiter als da, wo wir eingestiegen sind. Und dann liegt da eine schöne Rüstung. Helm der Nacht, Rüstung der Nacht, Stulpen der Nacht, Beinschutz der Nacht. Schauen wir uns einmal an. Was bringt denn die eigentlich? Schauen wir mal, wo haben wir es denn? Okay, wir sind jetzt einfach fucking Sauron. Schaut schon geil aus. Ungi, merci dir für deinen Hinweis. Gut, die werden nicht annähernd so tanky sein wie die, wo wir jetzt geholt haben, aber... Schild der Nacht, das haben wir auch noch, okay. Gut. Dann haben wir da gebacktrackt. Perfekt. Ja, okay, gut. Dann haben wir eigentlich halt so mehr oder weniger unsere Ziele abgegrast. Da sind wir gewesen. Das können wir entmarkieren. Da können wir auch irgendwann noch auf. Lassen wir mal noch so. Okay, da drüben haben wir gesagt, geht's weiter. Drachengrube Endstation. Und das werden wir uns jetzt noch holen. Dieses Map-Fragment. Freunde der Sonne, das hier wird unser Gebiet sein, was wir als nächstes erkunden werden. Okay, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Kelet aus dem Main Game. Schaut aber, oh, da liegt schon ein Drache drunter, da gelangen sie schon wieder. Okay, wir haben jetzt auf alle Fälle unterhalb von dem eigentlichen Gebiet. Ah ja, perfekt, da liegen 2 Drachen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Oder eines Drachenleichen, das kann natürlich auch möglich sein. Okay, das sind Drachenleichen. Bis auf der in der Mitte, der schnauft ein bisschen noch. Den lassen wir jetzt einmal in Ruhe schlummern. Ich sag, da schauen wir uns ganz in Ruhe noch um. Ja, nur den kann man avisieren. Schaut aber schon geil aus auf den ersten Blick, ne? Gefällt mir. Boah, leck, heilige Scheiße, Alter, was ist denn das? Da geht's auf jeden Fall ober. Ich glaube, dass dieser Bossareal ist da drin hat. Es ist zu groß.
Wie in Kärnten. Hast du in Kärnten schon mal einen Drachen getroffen, oder wie? Also safe ist da irgendein Riesenboss drin. Oh leck, was ist denn das da hinten? Schreit nach hingehen. Ja, so quasi. Sie schreit so, hey, du musst da her. Irgendwann. Stehen lauter Finger aus dem Baum raus. Jetzt einfach mal so frech und behauptet, dass da oben das Map-Fragment ist. Krass. Okay, da ist wahrscheinlich nicht das Map-Fragment. Sind wir am Großglockner, ja. Also stellt sich schon mal darauf ein, dass wir demnächst eine Österreich-Tour machen werden. Okay, da hinten ist der Marker. Okay, das ist das Map-Fragment tatsächlich da hinten. Okay, dann doch wieder auf. Direkt geklippt. Was hast du denn schon wieder geklippt? Jetzt war doch gar nichts, oder? Okay, dann musst du oben sein. So, auf für einen Großglockner. Da ist ein Ort der Gnade. Sparen wir jetzt einmal schnell. Alles klar, Brudi. Wir haben keine Ahnung, wir haben in Drachen City oder so, keine Ahnung. Ich hab so das Gefühl, dass wir demnächst ganz gewaltig viel mit Drachen zu tun bekommen. Was? Okay, Bruder, ich hab keine Ahnung, wie ich auf das Map-Fragment kommen soll. Wir haben ja nicht mehr weit weg davon, aber irgendwie auch schon. Ja genau, du kannst allein kämpfen. Heute ohne mich. Ne? Das machen wir alles zu seiner Zeit. Klingengipfel. Okay, wir spielen einen Bergsteiger-Simulator, passt das? Hey Brudi, keine Ahnung, wie ich da umkommen soll. Und jetzt haben wir in Moria, oder was?
Jetzt warten wir dort zumindest mal auf Kurs. Also das ist vielleicht schon ein sehr aufwendiger Weg, nur um ein Map-Fragment zum Sammeln, gell? Herzlichen Glückwunsch, ich bin einfach zurückgelaufen. Ja, perfekt. Aber ausschauen tut das Gebiet auf dem ersten Blick schon ziemlich geil, das muss man schon sagen. Das können sie einfach. From Software und Atmosphäre in Gebieten herbeizaubern, das können sie einfach. Da sind sie wahre Meister drin. Ah fuck, halt dann auf. Oder schon wieder ein Drache. Der Drache Senesachs. Mhm. Warum liegen da lauter Drachenleichen? Merke bei Blitzschlag nicht aufs Gebirgestein. Ja, okay, like, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der umgekommen soll. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss da von einer anderen Seite runterkommen, aber. Vielleicht sind wir irgendwo mal voll Schobon. Das kann natürlich auch möglich sein, ne, dass ich irgendwo voll Schobon bin. Sei es drum, Freunde der Sonne. Wir werden uns da in diesem Gebiet, was wir jetzt gerade ein bisschen im Rush begutachtet haben, da werden wir uns beim nächsten Mal umschauen. Und zwar in aller Ruhe und in aller Gelassenheit. Okay? Verspreche ich euch. Aber da machen wir für heute Schluss. Okay? Ich werde meinen Haxen jetzt ein bisschen schonen, weil der macht sich allmählich bemerkbar. Und jetzt bin ich fast 2 Stunden live. Das ist mehr, als ich gedacht habe, dass ich live sein kann. Wir haben das Backtracking eigentlich ganz gut überstanden für heute. Muss ich zugeben. Und das ist eigentlich eins von den Dingen, die was ich an Elden Ring am allermeisten feiert. Du fangst in irgendeinem Gebiet an, machst dann Backtracking und eröffnest einfach ein komplett neues Gebiet, wo es dann noch mehr größer wird und wo du halt dann wieder mehr Sachen finden kannst. Also von daher macht schon Bock. Und jetzt haben wir halt eben eine kleine Sneak Preview gemacht zum nächsten Gebiet, was wir uns einmal anschauen werden. Ich weiß zwar nicht, ob es so gut ist, dass wir uns da schon umschauen, weil wie gesagt, da wimmelt es scheinbar von Drachen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen, okay? Also ich werde mal schauen, ob ich vielleicht offstream das Map-Fragment irgendwie noch besorge, damit wir mal eine genaue Übersicht über die Map haben. Weil im Dunkeln umeinander rennen ist jetzt auch nicht so unbedingt das Wahre. Und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht, wie gesagt, ich mache spontan, vielleicht schauen wir dann nächstes Mal auch da weiter, wo wir eigentlich weiter müssen. In den komischen, wie heißen die, Ruinen, glaube ich, irgendwie Rau oder sowas. Da wo wir halt laut Story hin müssen. Aber das sehen wir dann schon. Okay, also der Content ist noch geboten. Wenn wir uns, wie gesagt, nächste Woche, nicht nächste Woche, sondern beim nächsten Mal bei dem Drachengebiet umschauen, dann glaube ich, haben wir einiges am Bosskämpfen zu tun. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Okay? Gut. Thomas, habe ich dir, du kommst leider zum Ende. Aber schön, dass du trotzdem nur reinschaust. Gut, Freunde, ich werde jetzt mal schnell schauen, wer live ist. Und dann werden wir hoffentlich einen Fündigen finden, der wo euch mit Content versorgt. Ich glaube, ich habe schon dann.
Wo wird heute besser, hätte ich fast gesagt. Ich rate zu Selexia weiter. Die spielt Daylight. Ich weiß nicht, ob es Dead by Daylight sein soll oder ob das generell was anderes ist. Nein, das ist ein anderes Spiel, ein Horrorspiel. Eine Österreicherin, vor kurzem selber im Stream erst kennengelernt. Lasst sehr ein bisschen Liebe da, ne? Weil kostenloses Following hat noch nie nicht geschafft. Ja, das hilft uns unfassbar stark, als Streamer zu wachsen. Von daher gibt es gerne ein bisschen Liebe her, wenn Sie es noch nicht kennt. Die ist wirklich sehr sympathisch. Spielt auch gerne mal Souls-Spiele, was ich so mitgekriegt habe. Also die kennen sich tatsächlich mit diesem Genre ein wenig aus. Also von daher gern Dono Supporter lassen, wer es noch nicht da hat, okay? Ist eine Steirerin, merkt man eventuell am... Ja, ist eine Steirerin, genau. Gut, Freunde der Sonne, dann hätten wir das auch geklärt. Dann sage ich merci fürs Zuschauen. War doch ein sehr spontaner Stream. Es wird auch die Woche sehr spontan bleiben. Wie gesagt, ich muss meine Streams die Woche von meinem Fuß abhängig machen, wie stark dass der da Bock drauf hat. Es kann sein, dass ich morgen Nachmittag live komme. Es kann sein, dass ich Mittwochabend live komme. Es kann sein, dass ich Donnerstagnachmittag live komme. Es kann sein, dass ich... Nein, Freitagabend komme ich definitiv nicht live, weil Deutschland spielt. Wie gesagt, riecht die Woche, wie gesagt, an meinen Discord-Server. Da kündige ich vorher an, wenn ich weiß, dass ich live gehe, so 2-3 Stunden vorher. Aber ich kann jetzt momentan keinen festen Streamzeitplan nicht machen, weil ich selber nicht weiß, wie es mir geht. Okay? Also, mein Verweis ausnahmsweise noch mit wirklich ausdrücklich auf meinen Discord, wer noch nicht drauf ist, da kriegt es dann wirklich mit, wann ich live gehe. Okay? Ab kommender Woche oder spätestens in 2 Wochen soll es dann wieder einen geregelten Streamplan geben. So. Wir machen aber nach wie vor weiter mit Elden Ring. Okay? Also der Content bleibt erstmal gleich, was das so geht. Aber erst ab Nachmittag, nicht, dass mein Streak abreißt. Nein, in der Früh nicht. In der Früh nicht. Keine Sorge. In der Früh gehe ich definitiv nicht live. Also, wenn ich Dienstag oder Donnerstag live gehe, da ist ja ein Dampf sein Streamtag. Da crashe ich abends ja nicht rein. Solange ihr nicht irgendwie ansagt oder sowas, bin ich jetzt halt entweder Dienstag, Donnerstag, Nachmittag irgendwann live oder halt ganz normal Mittwoch am Abend, wo ich halt normalerweise auch stream. Weil der Dampf nächste Woche, glaube ich, im Urlaub ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kann es auch sein, wenn er nicht streamt, dass ich dann Dienstag auch auf die Nacht einmal live gehe. Mal schauen. Aber gut. Das kriegen wir dann schon hin. Wie gesagt, in Discord sage ich Bescheid, was Sache ist, okay? In diesem Sinne, Freunde, merci fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Viel Spaß bei der Selexia. Wie gesagt, Liebe da lassen und wir hören uns irgendwann im Laufe der Woche, okay? Haut euch eine. In diesem Sinne, hört euch und bis zum nächsten Mal.